Am Hinblick op Gemengewahlen den 9. Oktober 2011 ha ein Interview mam Bürgermeister vun Munzen. Dir seht net nëmme Bürgermeister vu Munzen, méi auch nach Deputéierten. Wie kriegt ihr net alles in den Hut? Da muss sich gut organisieren. Die gesehen, ich sitze im Moment nicht an der Vakanz, wie einer das machen, da muss ich das nur höllen. Das ist auch für die Familie so schwierig, weil man aber ganz viel fordert, sowieso als Deputierten auch. Wir tun ihnen aber auch ganz viele Avantagen, weil so nur bei den Decisionskräften, also ich meine, gesagt, den Ministern alle Woche, spätestens als Zweitwoche ganz viele Probleme, wo er so lange hat müssen aufruhen, die lesen sich heiraten schnell, das muss ich einfach so. Und das hat auch an der Hinsicht schon gewisse Avantagen. Aber was Themen anbelangt, da sind auch ein ganz paar die Sachen, die an der Gemenge von der Leute hörst, wo du viel mehr terra bist, vielleicht für jeden Politiker, den rein Deputierten, dass wir müssen all die praktischen Probleme lösen. An lesen dat Teech dann noch mat de Leiit Soluioen ze summe fannen, die vielleicht andere so wie die en Giftmacher van den dat net all mis. Gemeng Munzen fusionéiert jo 2012 mat der Gemenge Klier wann hängecht, war Dir vun van gun Vierdes Fusioun. Ja, ich kämpfe lo schon seit 12 Jahren für die Fusion. Mat vielen Obernof war bësse wie echt nach der Sprangprozession zu de Gemeng kimmen pur Schritt 400 dann ass drum Rückschlag gin. War relativ schwer für die Bevölkerung am Anfang die Message rüber zu gehen, dass den gut sehr viel, dass wir zu klein sind, dass wir keine Masskritik haben, für Großprojekte zu machen und dass wir auch finanziell nicht mehr Avantagen haben, wenn wir zusammenkommen, weil wir ja da einfach eine ganze Partie von unseren Ressourcen können bei ihnen lehnen und mit der Geldspuren und viel mehr Services anbieten, wie wir das bislang gemacht haben. Was ändert sich da für die Bürger? Für dich mal, wie ich gesagt habe, bei den Services am Anfang auch schon umzustrukturieren, auch mit Problemen verbunden, muss ich auch sagen. Bei den Erbichten haben wir ein gemeinsames Team, die müssen sich auch mal finden, die sind einfach so gut dabei, für dass es besser geht. Die müssen auch die anderen Gemeinden kennenlernen, die sie nicht kannten. Wir haben am Anfang gesagt, die Fusion muss fließend drüber gehen. Es kann auch nicht sein, dass die Leute ein bisschen einen Schock kriegen, also mehr als alles Ernste. Und dafür haben wir gesagt, wir formieren als Personal. Wir werden die 3 Gemeinden noch ablösen, auf jeden Fall mal für die Phase, um zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, für auch mehr Services anzubieten. Wir werden noch mehr Stunden abholen, wie das im Moment ist für die Administration. Und was wir zum Beispiel in unserer Gemeinde nicht hatten, das war Gärtner. Lo kriegen wir die Chance auch für noch ein Park an leere Spielwiesen, also ein bisschen mehr Flotsachen ranzubringen, wie wir das bislang hatten. Ihr seid die neue Fusionsgemeinschaft 4 an den Wohnungssektor zu investieren. Wir sind am Gang, als Gedanken zu machen, am Kader von der neuen Gemeinde, neue PRG zu machen, die wir sowieso müssen per Gesetz machen. Und wir haben Prä-Etude aufgeschlossen in 3 Gemeinden. Wir sind am Gang, die verschiedenen Elemente dabei hinzubringen, für das dem Mosaico-Scheintbild gibt. Und da ergeben sich natürlich auch Fragen vom Logement. Wir werden noch, weil wir allen 3 beim Pakt Logement mitmachen, als Gedanke mehr, wo wir es raisonnablement entwickeln, obwohl es vielleicht doch nicht so gut geht. Das ist eine Strategie, die wir am Gang sind zu definieren und die wir auch mit den Leuten zusammen. Welche Projekte sollen dann demnächst realisiert gehen? Wir sind zu Reiler am Gang, ein neues Sportterrain zu bauen für die Schule. Eine Meserelais, die hoffentlich am Hirsch noch fertig geht. Wir sind auch am Gang, die technischen Services bei ihnen zu lehnen. Die sitzen im Moment auf 3 verschiedenen Plätzen. Das ist für die ganz schwierig. Wir werden ein Logistikzentrum bauen, wo nicht nur technische Services sind, mehr Services zu kuren. Weil ihr wisst, dass da eine Reform am Kommen ist. Und wir haben auch als Pompier auf XL Plätze versucht. Das ist wichtig, dass wir die bei ihnen an eine professionelle Struktur setzen, wo Protex an Pompier können unter den Dach kommen, für das wir auch ein bisschen mehr wie just eine lokale Pumpschutzkorps, wenn wir haben relativ viele Leute, die da arbeiten, noch viel Material. Wir müssen die Region sowieso helfen, versuchen, wir große Industriezonen direkt neben Klief noch zu Hause, die am Fall, wo Not wäre, wirklich auch professionelle Hilfe brauchen.
A war das Punkt Tourismus geplant? Gemeng ass am gang ein Haus zu kaufen, ha Matzen an der Wirtschaft, wo sie dann mal können engerseits hier Material ënnerbringen, weil sie des unmassig viel von kein Platz wie so richtig an der Dach zu setzen. Wir wollen aber auch probieren mat dem Minister de l'Environnement eng Taschheitsmecher vun hier Vierstecher kennt, wo mir auch können aktiv mat Kanner mat jugendliche Programmen am Umweltbereich machen, an dem Bereich Umwelterziehung. Dorunner schaffen wir lo ganz stark drin. Wir wollen noch da dann erpäert, aber ein bisschen mehr als Attraktion dabei so bekannt machen. Und das machen wir zusammen mit dem Office Regional Tourisme des Ardennes. Und wir machen einen Pilotversuch, an dem man in den großen Ortschaften zweimal am Jahr Anfang mit der Kalèche rumfahren, für das Leute mal vielleicht in einer Attraktion kennenlernen, wie sie es bislo hatten. Und zu Kirchen wir das doch noch viel mehr intensiv machen, wie bislo. Klif braucht auch am Geschäftsbereich eng Unterstützung. Wir wollen nicht so weit kommen lassen, dass die Stadt so stirbt. Wir brauchen Attraktivität.